Dankeschön, dass du durch Klaus reden warst, durch den Heiligen Geist nu. Und wir Frauen einfach auch dort unsere Worte können einfach abnehmen sein. Und dass wir können einfach uns freuen und das Wort, was wir nu hier waren. In die Namen Jesus. Amen. Amen. Würden wir alle typ? Ich will gerade anfangen mit einer Vor. Wir brauchen vandaag veel onze Vorstellungskraft, onze binnenste Augen. Wenn ein Vorwort dort geben. Wer zit nu krijgt Jeroen? Meest alle zijn Jeroen. Yes. De laatste dagen zijn een doel interessante Sachen passiert in mijn en ons leven. Wir sind nie hier, wir kommen nie in Bolivien an. Brückt es am Anfang, brückt es von alles. Und manchmal Leute so, da reicht nicht hin, da fehlt was. Fehlt vor. Was fehlt noch? Fehlt immer was dort, fehlt Geld, fehlt ein Fertig, fehlt ein Tün, fehlt. Oh, immer was da fehlt was. Immer mal wieder tun, fehlt was da. Fehlt ein Job. Viele Monate, meistens das ganze Jahr, hat wir unsere Kleider alle in Koffer, Maletas, ne? Fehlt ein Job. Immer was da fehlt was. Und die Leute so ut, irgendwo dreht immer nicht höher. So, scheuen, man kann auf was warten. Und so, bestellen wir uns zum Beispiel einen Shop, dort wir einen Shop haben, wo unsere ganzen Kleider mal reinkommen. Und dort bestellen wir uns Anfangsjahr. Und dort kommt Justre. Bestellen uns Puls für einen Tün für 2,5 Monate und dann kommen euer Justre. Wir bestellen uns groß und dort kommt Justre. Justre und euer Justre kommen ab einmal alles, was wir das ganze Jahr bestellt haben. Ab was wir zwischen 2 und 8 Monaten gewacht haben. Wo das einmal so sagt, da fehlt was, da redet was nicht hin. Gestern war mir am Bett wirklich funnig. Ich dachte, was ist nu der Klag? Was ist in der jetzigen Welt passiert? Dort hier zum 30., zum letzten, war man ab einmal Holzewer gehabt, alles teilig angeführt wird, alles teilig gebracht wird. Was ist da, der ist da aufgegangen? Was ist da passiert? Und was hat das alles noch mit der Vorwürung zu tun? 2, Tjenja Gottes sagte mir gestern, also meine Familie, wir sagen gestern bloß rein. Das groß wir kommen, so ein Roll groß zum Utleihen und wir wären immer so einen halben Meter von Jeroen entfernt. Den ganzen Tag steht wir bloß immer, wo blattig gewesen wie, wird nur Jeroen. Dann steht ein Pflichtdenken, von wo wir fürs Lesen waren. Wir sehen das gestern prophetisch, Löwitsch. Das wird wahrscheinlich Psalm 23 sein. Wer will sagen? Im Psalm 23, wenn wir dort mal aufmachen, Vers 1 und 2. So. Der Herr ist mein Hort. Mir wird an nichts fehlen. Und wieder. Hij bringt mich auf die reine Weg und lässt mich bei frischem Wasser reben. Einmal treten Vers 1. Mir wird nichts fehlen. So sagt David, und er redet mutig von seiner Zukunft. Von dort und wieder. Mir wird nichts fehlen. Wir kennen von dort aus Menschen aus dem Neuen Testament, wo wir gefeiert haben, dass Jesus hat unsere Radung, alles soll vor dich gemacht. Wir kennen von dort sagen, mir fehlt nichts. Und mir wird nichts fehlen. Du hast alles genug. Wenn nicht, leicht groß ut. Dann soll ich bloß noch hier rein. Das ist das seht. Er lädt mir ab eine frische Weg und zu stellen frisches Wasser. Wo sitzt du? Mit welchen Augen steht wie meistens?
Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Leben vielleicht auch irgendwo fehlt. So. Wir waren bloß 8 Monate auf der Job. Das fehlt einfach. Die Sache lachen irgendwo rum. Was fehlt? Ich bin sicher, wenn du diese Augen aufmachst, dann gibt es irgendwas, was fehlt. Thuis, deine Familie, irgendwas brauchst du. Irgendwas gibt es nicht genug. Und David, der beten, sagt, Gott, du bist mein Hirte, mein Hort, mir wird nichts fehlen. Hat David einmal alles? Ich glaube nicht. Der muss über Nacht weichrennen. Der hat nicht Brot, kein Schwert im Kämpfen. Der muss sich für Saul verstoppen. Der hat nicht keine Freunde, der hat keinen dabei, der ran ganz allein. Wo passt der Typ? Mir wird nichts fehlen. Wieder zum Tag, wo David in der Sonne lag, vielleicht am Schote, und seine Schubzes rundam wären, dann singt er so einen Schmackabpsalm. Diese Schubzes, der wird mir immer bloß schön gut. Sie nicht sicher. Der hat nicht bloß einen Schubzes-Dach. Der hat viele Tage, wo der bloß ran muss an sein Leben. Und wo dem Schiff fehlt. Wo der bloß von allen Seiten von Feind umzingelt wie. Mit welchen Augen steht ihr dann? Braucht ihr bloß diese Augen? Wenn du mit diesen Augen stehst, wirst du immer sagen, was Gott hier sagt, stimmt nicht ganz, weil mir fehlt einfach was. Mir fehlt was immer. Mir fehlt Geld, mir fehlt Lohn, mir fehlt ein Haus, mir fehlt irgendwas. Das jüdische Wort ist Mangel. Ich weiß nicht, ob das plötzlich das auch so jeft. Mangel ist, ich steht mal nur, was das meint, da ist was zu wenig. Da ist nicht genug von einer Sache da. Sagen wir mal, du wirst ein Brot backen, du hast bloß ein halbes Pack Mehl. Das reicht nicht für ein ganzes Brot. Da sind Bedürfnisse, du hast was ich brauche. Und du hast nicht genug. Ich habe Durst, aber das Köffel ist bloß halb voll Wasser. Du hast von irgendeiner Sache zu knapp. Reicht nicht für allem. Mangel. Da fehlt was. Vorher schaust du dein Leben an und du denkst, das wird mir nicht fehlen. Das brauche ich gerade. Und das gefällt an dem Feind, so ja, dort wie diese Augen brauchen. Und dann sagen wir, ich habe nicht genug, für mich ist zu wenig, mir fehlt was, für mich ist nicht gesorgt. Keiner kümmert sich an mich, keiner fragt nach mir. Wer wird mir jetzt? Vielleicht im Verstehen, was Mangel ist, wenn wir mal denken, was ist das Opposito, das Gegenteil. Das Gegenteil von du ist zu wenig, ist du hast mehr als genug. Das schält Buwe Eva, ut alle Spitchers, ut alle Gläser, ut alle Shops. Die Tassen posten nicht mehr am Shop nennen. So viel Küffels hast du. Was immer. Du wolltest nicht mehr, wo du die Sache handstellen sollst. So viel hast du davon. Wenn wir bloß auf irdische Dinge checken, manchmal geht das Anzug so. Wir sagen, Martin, gerade das Stahlbügel willst du Vollpost nicht mehr nennen. Oder das Getreide ist mehr als genug. Sonst gibt das auch mal. Aber was wollen wir uns lehren zu checken? Weil das Irdische, das geht doch bloß nach dem Rauf immer weiter. Das weizelt sich bloß auf. Das bleibt doch niemals so. Über Nacht kann sich alles weiter geändert haben. Wenn wir mit diesen Augen checken, dann checken wir, wie viel ist genug, wie viel Geld habe ich, was fehlt mir? Mir fehlt Gesundheit, uns fehlt Gasolina, mir fehlt ein gutes Gefühl, dass etwas wird sie, mir fehlt Freude. Ich soll immer weiter, ich weiß nicht, wie soll ich das tun? Hier ist ein Problem, wo ist die Lösung? Ich kann nicht. Mir fehlt Weisheit. Ich habe keine Idee, was ich nu tun soll. Mir fehlt Kraft. Viele Menschen fehlt, was zu essen. Wir werden für ein Projekt besucht wie eine Familie in Pailon und die Frau, die hat 5 oder mehr Kinder, die sagt, ich wusste von dort morgens nicht mehr, was ich von dort ab Mittag meine Kinder zu essen kochen soll. Die Shops und Schiffe wären alle ladig. Sind jeftet auch. Gott krocht uns von dort mit unseren besonderen, neuen Augen zu checken, mit den Augen von uns Hort.
Und was soll wieder? Wenn wir Jesus Christus nicht haben, in Arm nicht kennen, dann frage der Bannerste Uge sich auch, was ist der Sinn von meinem Leben? Was macht mir Hoffnung? Was gibt mir Frieden? Sie hat genug geläuft, voll hat mich sicher, sorgt du wer für mich? Wir werden mal lesen eine Geschichte von Matthäus 14, 17 bis 19. Matthäus 14, 17 bis 19. Eine große Menge Menschen kommen zu Jesus. Heute den an und sagt, wo der Menschen fehlt. Die wären moin. Die wissen nicht ruht. Die wissen nicht wieder. Jesus sagte Menschen in das Jomadam. Aber wie viel Brot hat Jesus? Als all diese hungrige, mötlose, verlorene Menschen sagt, wie viel Brot hat er mit? Wenn wird diese Augen brücken, würde an sie in die Tor steht und sagen, wer schon, nicht mal ein steht biet. Ich habe 12 Jünger, vielleicht hat er Wort. So, Jesus sagt, wer wird den eten geben? Die sagen, Jesus, Herr, was denkst du dir? So viel habe ich niemals. Wir haben bloß, so ist es hier gesagt, von 17, so sehen Tag, wir haben hier selbst nicht aus mal 5 Brot und 2 Fisch. Und heute seht, bringt mich da her. Und heute befohl der Volksherden, sich auf dort groß Dul zu saten, und nahm die 5 Brot und die 2 Fisch, schied nach nur dem Himmel und dankt, brugte das Brot und jäufte jener doi. Und die jener jäufen die Volksherden. Jesus hat nicht viel. Hat nicht, sagen wir mal so. Mit dieser physischen Augen, der hat nicht. Seine Jünger sagten, wir haben das mal so wenig. Das redet nur nicht an. Das redet nicht mal für uns 12 mit die Jesus. Bestimmt dann dort in Psalm 23 sagt, der Herr ist mein Hort, mir wird nichts mangeln, mir wird nichts fehlen. Jesus hat auch kriegt nichts. Mit seinen natürlichen Augen sagt er, ich habe nichts. Aber heute steht mit seinen Augen von seinem Hort. Und Jesus sagt, ich steht immer, was mein Vater tut. Was mein Vater mir wisst, dort tue ich auch. Also da strengt nicht diese Augen in seinen Verstand da an, wo eine Brücke von der Lösung, was dürfen sondern der wird vielleicht kartstellen, der hat so sich angewandt mit den Augen von seinem Hortetchen, vor der Wort passiert nichts. Und wenn der bloß einmal vielleicht seine Augen tömug, dann sagt er, der Fuder ist Meier ausritt, der Fuder hat Himmel in ihr gemacht. Der Fuder, der wird das kleine bisschen nehmen und vor allem so machen. Jesus sagt mit seinen besten Augen, der setzte alle eine Gruppe mit 50 und 100 und ete sich so. Und Jesus sagt, dort jeder Jünger wurde noch ein Korb mit Brocken, mit krummen Eberhöhle. Also, als er dort sagt, dann sagt er, bringt mal her. Ist nicht mal schlimm. Sagt er, Fuder, Dankeschön. Das scheunet ete für allem. Alle waren sie Meier aus Sot. Nu gut, er brucht dort und er geht auf den Fisch und sagt, nu haben wir genug. Kann ich feststellen, dass dort so geknackt hat im Kopf von der Jünger? Weil es vielleicht wäre im ersten Moment immer noch bloß 5 Brot und 2 Fisch auf dem Taler. Nu zullen die gehen und das verteilen auf alle diese Dutzende Menschen. Ans Kopf, die sagt, Error, hier ist ein Fehler. Das geht nicht. Diese Augen sei, hier ist alles verspielt. Das ist nicht mehrlich. Aber wir sind Gott seine Kinder geworden. Und das sind wir geworden, dass wir über dem Verstand und über der Logik, dass wir über geklaut hat. Wie Mathe sogar. Weil wir haben nicht so eine, wie Jesus am Kreuz hang. Wir standen nicht da am Boy aus Petrus und Johannes. Wir lesen dort,
und wie leuven dort und wie sollen dort mit der Augen von ans Hort. Und wir entscheiden jen unsere Logik, jenen Verstand, wir vertrauen ab dort, wo uns Gott an sein Wort sagt. Wir vertrauen ab dort, wo Gott uns an unsere Augen von ans Hort wiesen det. Jesus hat nicht Mangel. Wenn nicht wie, dann muss er wird. Wie hat dieselbe Natur als Jesus? Jesus ist die einzige Natur. Wie dort bei dem mal knapp, wie dort die Menschen dort mal krank, wie dort mal keine Lösung, wie dort Schäppel mal voll Wuter, wie dort mal Mangel vielleicht. Na klar, mit diesen Augen, wie dort immer war da Mangel. Da jent bloß immer rauf und rauf mit den Menschen. Mit ihren Problemen, mit ihren Fragen, mit alles tun. Und Jesus will über immer zufrieden. Das steht bloß einmal mit den Augen von seinem Hort. Was? Wie ist der Futter? Der Futter weiß, mir hier die ganze Welt. Mein Junge, kein Problem, wir machen Futz mehr. Was nicht erst, das mag wir Futz. Nicht weil die nu Kroge, maglich sagte Dövi, vielleicht diese Augen mal töten machen, dann sitzt sie nicht mein Shirt oder irgendwo, oder mein Gesicht. Weil die Kroge die Augen mal töten machen, und die Augen vom Hort bewusst mal aufzumachen. Es wird ein paar Dinge sagen, aber wird wirklich mit dir steht, mit uns steht. Und stell dir das mal vor, check mal da nennen. Mit töne Augen checken, das meint nicht, warte dort nur irgendein Video zu so ist. Das kann passieren. Das meint, check mal. Check einfach mal an. Dort, wo du hier warst, sei dort fertig. In Epheser, Kapitel 1, ich kann hier, wenn ihr wollt, ihr eine Augen tun bet. Epheser 1, Vers 3. Da sagt es, ihr ruft sie Gott in der Fuder von unserem Herrn Jesus Christus, durch uns gesehnt habt mit jeder jästlichen Sehen in der himmlischen Städten in Christus. Den Verstand sagt, mir fehlt. Es soll dort Hüs, es soll alle wehen, mir fehlt Frieden, mir fehlt Kraft, mir fehlt, es braucht so viel. Wacht mal. Gott sagt, nu schalt mal deine Beine Augen an von dein Hort. Dann check mal, was die sei. Es sei die, du bist in der himmlischen Städten in Christus mit alles gesehen, was ich habe. Alles, was meint es dient. Nicht weil die Kroge, weil wir nun mal töp, weil Gott es jest, und da ist alle wehnt, und wenn es gesehen Himmel alle wehnt, der ist nicht hinter dem Mond, hinter der Sonne, weil wir töp, nun mal im Himmel hingehen. Da, wo die Sehnungen alle sind. Wer wir dann hingehen, dann werden wir mal sagen, was habt ihr vor da für mich? Und nu stell dir vor, von wenn Neuer interessiert sich, check mal da an. Und ich lese dort vor, von wenn Neuer interessiert sich Gott für die. Epheser 1, Feuer. Du nu, aus heu uns gewählt haft, en Arm, für der Welt Grundlagen. Dort wir sollen heilig und anstrufbar sein, verarm en de Läuf. Nu stell dir mal vor, du sitzt nu de Erd, dem Ball von weit auf. Unsere Welt, so bleibst es von weit ütet. Und ver dort het Zahn in Mond gauf, ver dort an sie Erd, Wuta in Erd hat, dann hat Gott die all uitgezet, dort du von dort in Emma sitzt, heilig und anstruflich sein, en seine Läufe. Gott interessiert sich für die, ver dort der Anfang Welt zu machen. Check mal. Wo sind Gott die all immer? Heute sind die all immer ganz besonders, ganz heilig, ganz ohne Fehler und ganz in der Mitte von seinen Läufen. Was hat Gott für ein Ziel mit dir? Was will Gott mit dir?
In Vers 5 sagt es, in haft uns vorherbestimmt zu der Kindschaft der Christus Jesus, für sich selbst, nur dem Wohlgefallen von seinem Willen. Gott hat sich die ausgesucht, sein Kind zu sein, weil es dort Gefallen an sie soll. Du bist im Mittelpunkt von Gott sein Interesse. Du bist das ganz Wichtigste für Gott. Gott läuft die. Wenn Preis hat Gott betont, die aus der Dunkelheit und Angst und Selbstsucht frei zu machen. In Vers 7 lesen wir, und wenn wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Sündenvergebung, nur dem Reichtum von seiner Genut, durch jen uns haft überströmen luten, in alle Weisheit und Einsicht. Und haft uns dort Geheimnis von seinem Willen wollten luten, nur seinem Wohlgefallen, dort sich vergenommen hat, an sich selbst. Gott haft für die persönlich mit das Blut von seinen Sehen getut. Nicht bloß, damit du nicht mehr ein Sünder bist. Dort würde Säuer großartig sein. Hier redet von Gnut und Everschild. Gnut meint, Gott hat uns nicht bloß vom Minus, von Distanz eine Null gebracht, wo wir nicht mehr gerissen sind, sondern er sagt, du bist, ich denke Tag und Nacht, fern durch die Welt muss, denke ich bloß an die. Du bist mir so kostbar. Ich will die in der Mitte von meinen Läufen. Und dort du da rein und unstrafbar für mich stehst, betont mein Sehen mit seinem Leben. Was Gott dir von durchzumachen sagt, ist, ich will die. Sie freit verläuft nicht die. Jeder Sekunde in dein Leben. Jesus sagt einmal, da wo dein Schatz ist, da ist dein Hort. Weißt du, wo Gott sein Schatz ist? Diesmal mit dem Finger ab die. Du bist Gott sein Schatz. Für nichts, aber die ganze Welt hat Gott mehr betont als für die. Als für mich. Und da, wo Gott sein Schatz ist, da ist auch sein Hort. Dann kannst du dort von dort zu mal einfach den Hort gröt aufmachen. Und diese ganze, aus ein Lava, aus ein Vierström, so eine Läufe von Gott sein Hort, und den Hort nennschälen lassen. Du hast so viel Läufe von Gott zu dir. Du bist Gott sein Schatz. Noch eine Frage. Wie viel von Gott seine Schätze gehören die? In Lukas 15, 31 sagt der Vater zu dem älteren Sohn, alles, was meint es dient. Ich stell dir dort mal vor. Vielleicht halt das du getömmert, du machst nicht, aber du kannst. Ich stell dir vor, check mal einmal im Himmel nennen, da wo Gott ist. Der Vater hat seinen Thron, Jesus besiegt, alle herrliche Engel und Arm. Und alles, was der Himmel hat, alles an Herrlichkeit, an Läufe, an Kraft, an was immer, der ganze Reichtum von Gott. Und Gott setzt ab seinen Thron und schaut die an und sagt, horch mal, mein Kind. Alles, was meint es dient. Ich dolmet die alles. Das sagt hier in Epheser Kapitel 1, Gott seine Gnut ist herrlich. Wie für eine schöne Welt zu sein, wie wunderbar, wie alle von Gott geläuft sind. Wie Gott seinen ganzen Himmel mit die Duld, Kraft,
Jesus sagt, wir sollen sprechen zu dem Boy, und der Boy wird gehen, und nicht wie. Jesus hat uns seine Kraft gegeben. Jesus hat dem Heiligen Geist geschenkt. Dort wie aus einem neuen Mensch, aus einem Kind Gottes, hier von dort leben. Nicht bloß ist einmal, wenn wir im Himmel sind. Himmel ist, wo Gott ist. Und Gott wohnt in die Bänder. Himmel ist nicht weit auf. Himmel ist nicht hinter dem Begrafnis. Himmel ist, wo Gott ist. Und Gott wohnt in die Bänder. Du bist sein Haus. Stell dir mal vor, wo sich Gott vorgenommen hat. Wie viel bist du für Gott wert? In Johannes 3, 16 sagt es, so läuft Gott die Welt, dort heu gof. Gott fängt an zu geben. So wie sie läuft, die heu gof. Und heu gof, sie klanstet, das Hinterste. Heu fängt klein an. Heu gof, futz von Anfang, sie Ola bastet. Gott fragt die von dort morgens, die mal mit diesen Augen zu sein, mit seinen Augen. Du hast von Gott ein Edge, wir haben von Gott das Allerbaste getragen, was Gott hat. Wie soll läuft der Fuder die? Wir lesen in Epheser Kapitel 3, Vers 16 bis 19. Hier bet Paulus, dort Gott, dort heuend mocht geben, nur dem Reichtum von seiner Herrlichkeit mit Kraft gesteuert zu worden und dem innerlichen Mensch, der ich seinen Geist. Wie soll wie gesteuert worden? Nur dem Reichtum von wie herrlich Gott ist. Und dem innerlichen Mensch. Dort Christus durch den Glauben in jene Horten wohnen mocht, dort je ein Läuf angewartelt und gegründet worden, so dort je berieben mochten, mit all der Helie wohnt der Bräut in der Lein, in der Deub, in der Hecht ist, und der erscheinende Läuf von Christus, die alle Erkenntnis übertrifft, und dort je mochten erfüllt sein mit all der Vollheit Gottes. Paulus beten sagt, Vater, ich frage, dort diene Tschenja in Ephesus, diene Tschenja hier in Niet leben, dort mochte mit alle Leute, wenn du bist, wenn du hast, voll worden. Paulus wünscht sich dort und heute bet, übereinstimmend mit Gott sein Mensch. Gott wünscht sich von dort meines, dort den Hort objet, dort wo Verletzungen werden, wo Enttäuschungen wird, dort wo Angst in die Gruppe ist. Der Vater sagt, mag den Hort ob, dort schild läuft von mir, bloß nicht die. Du bist für mich so kostbar, du bist für mich so wichtig. Gott seine ganze Fülle von Läuf schild in den Hort. Der Verstand sagt, no, aber ich voll mir nicht so, no, aber mir fehlt was. Er sagt, du hast von alles zu wenig oder nicht. Die Frage ist nicht, ob aus Gottes ganze Fülle von Läuf in die ist, sondern ob du dort Säune kost. Das fehlt nicht dort danach, was man nennt, die Gute. Bloß der Feind, weil dort du dort bloß nicht sitzt. Wenn du dort nicht sitzt, dann lebst du aus dem Bettler, dann lebst du aus dem Waisenkind. Und der Vater, der krocht uns von dort zu morgens, dort wie unsere Bernerste Augen aufmachen. Und anfangen zu sagen, was bei Gott immer all Realität ist, was bei ihm ganz normal ist. Du bist, wo nur was häusig am allermeisten bangt. Wenn du Auge bist du wieder Hans Brücke. Diese Auge, die irdische Auge, wenn Sonne mir fehlt wird. Oder weißt du die Auge von den Hortbrücke,
wo du dem Reichtum von Gott, seine Geschenke, von seinen Läufen, seine Kost. Ich will dir ein paar gute Dinge von morgens durchsprechen, so aus Bonbons oder was gefällt dir bei, aus Pizza oder irgendwas Schönes für den Hort. Ich sage zu dir, du bist ein Kind Gottes, wenn jästlich sein kann. Alle Geschenke von Gott sind in die Beine. Die fehlt nicht. Mag die Bennerste Augen auf und fang an zu checken, was Gott dir gegeben hat. Den wird es nicht zu betonen. Es soll dir aus dem Leben von Gott sehen. Du läufst Gott, du läufst in die Welt. Harch nicht ab den Verstand, ab deine Logik. Das kommt nicht mit, das ist mir zu kompliziert. Das läuft nicht, das fühlt nicht. Doch, du bist gelebt, du läufst Gott. Du nimmst seine Läufe und seine Segnungen, nimmst du an. Gott, seine Herrlichkeit ist ohne Limit, ohne Grenzen an die Beine. Spürst du Freude? Weißt du Gott für so eine Gnade, für so ein Segen, für so eine ewige Läufe danke? Ich will dir die Gelegenheit geben, wem dort anschied, wem der Heilige Jesus vielleicht gerade puttert, dort wie Gott nu viele von uns auch teilt, ab Lüdes Dankeschön sei. Dort wir eine Karte Zeit nehmen, nicht Karte, solange Gott hier vor dich sind, eine Zeit, wo wir Gott loben. Wie wunderbar heu es zu dir. Wir können Seite bleiben, aber dafür uns Mühe machen Gott loben, nur ist Zeit. Ein kleines Geheimnis ist, in der Zeit, wo du Gott dankst, geht den Hort mit Vertrauen immer mehr für seine heilige 4 Läufe up und an den Hort nennt. Papa im Himmel. Im Himmel ist nicht hintere Stirn, Himmel ist an uns Beine, wo du wohnst. Wir danken dir dafür, dass alle Werte, alle Segnungen sind Wahrheit, sind Realität. Und wir kennen dich mit unseren beinersten Augen Sonne. Wir Sonne, wir checken dich an und wir sind gelächlich darüber. Wir danken dir, Vater. Du bist so gut zu jeder Mensch, wenn hier ist und auch alle, wenn Tüsse geblieben sind. Wir danken dir, Vater. Wir nehmen deine Läufe an und wir sagen, deine Gnade ist herrlich. Du bist herrlich. Was du für Gedanken mit uns hast, ist einfach nicht zu beschreiben, aber zu danken. Wir loben dich, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir bringen dir die Ehre. An diesem Morgens in der ganzen Welt. Amen. Der letzte Welt sei, du bist gesehen, du bist so geläuft, du bist so beschenkt. Du bist Gott sein Schatz. Vielleicht wirst du dir diese Welt mehrmals selbst sein, oder deine Früh, oder deine Kinder. Du bist Gott sein Schatz. Und wo Gott sein Schatz ist, du hast ihn Hort. Lebe diese Welt aus diesem gesehener Mensch, aus dem gesehenen Kind Gottes. Die Versammlung ist dann hiermit was ein, aber es ist immer noch Möglichkeit für Gemeinschaft zu haben und es ist immer auch hier faire, wo Menschen reut sind, mit dir zu beten.
Vielleicht wordt het vandaag weniger ein Bitten zijn als meer ein Typ danken. Maar so lang Gott danke, dat de vrede uit die hart uitplotst. Je zijn alle gezegend. Kommt, wer wir Typ beten, kommt, wer wir Typ zetten, Typ reden. Gottes Segen für diese nächste Welt. Amen.